Migration ist kein neues Phänomen. Industrie, Eisenbahn und transatlantische Schiffsverbindungen schaffen die Voraussetzungen für eine neue Mobilität. Zehntausende Luxemburger wandern im 19. Jahrhundert nach Nord- und Südamerika aus. Im 20. Jahrhundert wendet sich die Tendenz. Ungefähr die Hälfte der Einwohner des Großherzogtums sind keine luxemburgischen Staatsbürger. 1842 wird das Großherzogtum Mitglied des Deutschen Zollvereins. Es ist vornehmlich deutsches Kapital, das den Ausbau der Industrie in Luxemburg fördert. Aus Deutschland kommen auch Ingenieure, Führungskräfte und Vorarbeiter. Das luxemburgisch-lothringische Erzbecken bietet Bauernsöhnen aus der Umgebung Arbeit. Es zieht auch zahlreiche junge Männer aus Norditalien an. Die meisten sind unverheiratet und leben in Stadtvierteln, die noch heute Italien heißen. Nicht alle sind Grubenarbeiter, manche betreiben eine Gaststätte oder haben einen kleinen Laden. Kommen die italienischen Gruben- und Hüttenarbeiter anfangs nach Luxemburg, um Arbeit zu finden, so kommen sie in den 20er und 30er Jahren aus politischen Gründen. Sie kehren der Diktatur Mussolinis den Rücken. In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs sind Gastarbeiter willkommen, in Zeiten von Rezession aber werden sie ausgeladen. In den 30er Jahren entlässt die Arbeit zahlreiche italienische Arbeiter. Sie müssen nun zurück in das Italien Mussolinis, in dem sie nicht mehr leben wollten. In den 30er Jahren verlassen zahlreiche deutsche Juden, Intellektuelle und Regimekritiker Hitler-Deutschland. Manche von ihnen finden, wenn auch nur vorübergehend, Zuflucht in Luxemburg. Die deutsche Besatzungszeit bedeutet für viele Menschen im Land, ob Luxemburger oder nicht, Umsiedlung, Gefangenschaft, Konzentrationslager oder Exil. In den 50er Jahren kommen weniger italienische Arbeiter nach Luxemburg. Der industrielle Aufschwung Norditaliens bietet genügend Arbeit. Mitte der 60er Jahre schafft ein Abkommen zwischen der luxemburgischen und der portugiesischen Regierung die rechtliche Grundlage für die Einwanderung zahlreicher portugiesischer Familien. Die Kriege im Balkan, aber auch Revolutionen und Bürgerkriege in anderen Ländern der Erde bringen zahlreiche Asylanten nach Luxemburg. Ihre Ankunft verläuft nicht immer problemlos. Aber es gibt weitere, friedlichere Gründe, die Menschen dazu zu bewegen, sich in Luxemburg niederzulassen. Die Institutionen der Europäischen Union, der Finanz- und Dienstleistungssektor, die Universität und der medizinische Bereich ziehen internationale Arbeitskräfte an. 44% des gesamten Arbeitsvolumens wird von den Grenzgängern erbracht, die Tag für Tag aus den Nachbarländern nach Luxemburg zur Arbeit einpendeln. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach, besonders wenn die Sprache trennt, statt zu verbinden. Trotzdem ist eine Lebensweise entstanden, die von der Durchmischung von Sprachen und Kulturen lebt.